Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Noch kann ich mich ohne Probleme umdrehen und alles ist noch gleich. Aber nach dem, was ich gesehen habe, wird sich das im Spielverlauf ändern. Dass man dann sich umdreht und auf einmal ist die Umgebung völlig anders. Noch sieht ja aber alles super aus, wobei es draußen pisst wie noch was. Die letzte Episode haben wir uns nur umgeguckt. Hehehe, natürlich. Eine Kleinwüchsige ist hier noch abgebildet, was ich persönlich großartig finde. Vor allem mit deiner Pumphose oder... Oh, der Hufe? Ah, ne, okay. Da hat einfach nur Pumphose, so Ballonhose und altertümliche Stiefel. Ah, da sieht man so barockzeitlich aus. Der Perkio aus Heidelberg ist es allerdings nicht, muss ich sagen. Okay, da haben wir noch Landschaftsgemälde. Ah, das ist so ganz bekannt, das glaube ich, mit dem Erzengel noch abgebildet, aber mir fällt gerade der Titel von dem Ding nicht ein. Aber das kommt mir bekannt vor. Oh, Igitt. Der sieht nicht gerade so dolle aus. Es gibt eine wunderschöne Statue aus der griechischen Antike. Die heißt einfach nur, oder römisch ist die, glaube ich. Die heißt einfach nur diese Statue Trunkene Alte. Die sieht so ein bisschen aus. Die steht in der Glyptothek in München. Die sieht so ein bisschen aus wie das Gemälde hier. Okay, da haben wir noch ein paar Kinder, die sich mit Eroten prügeln. Da ist noch so ein ekliger Frettchenkopf. Da ist noch was. Ich kann es aber nicht erkennen, was es ist. Ich kann leider auch nicht wie bei Outlast über die Touchscreen-Fläche da hier steuern. Das geht leider nicht. Ich würde gerne näher ranzoomen an das Ganze, um ehrlich zu sein. Habe ich nicht rausgefunden, ob das überhaupt geht. Und wenn wie. Noch ein Landschaftsgemälde, was aber recht düster aussieht. Spricht doch irgendwie von makabere Kunstgeschmack, wenn ich mir das so angucke. Ach, das hier ist ein relativ bekanntes Bild. Das sieht auch recht düster aus. Das Bild heißt, glaube ich, einfach nur Nachtmar. Da ist, schlafen die Person abgebildet. Und das ist die Nachtmar. Und hier auch nochmal der Alp, der auf der schlafenden Person sitzt und so die Lebensenergie durch Albträume in einem Schlaf rauszieht. Das ist natürlich auch sehr symbolisch für das Spiel, was auch so ein psychotischer Albtraum hier darstellt. Das Ding wiederum, das beunruhigt mich, der Frettchenkopf. Das ist echt ekelhaft. Aber ja, bei Outlast hatten wir es noch, von wegen der Wallrider als Nachtmar und Alp. Da haben wir es nochmal künstlerisch umgesetzt. Das ist ein ganz bekanntes Gemälde, aber ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber das hat den Titel Nachtmar. Das... Hoppla, irgendwo ist der zugeknallt oder aufgeknallt, eventuell Dido. Ich weiß es nicht. Also es scheint langsam loszugehen. Mit der Psychose. Hier haben wir noch 2 Hunde abgebildet auf dem Gemälde. Das sind verbrannte Noteblätter. Spielen wir noch eine Runde? Uah. Hoppla. Das Klavier scheint zu sagen, du nicht. Okay. Ich respektiere das mal. Ist das Blut oder ist das Woi? Da ist noch so ein Schimmel, so wie bei Resident Evil 7. Mit dem Schimmel von der Evelyn. Hier ist abgeschlossen. Das hat schon ein düsterer Eindruck hier. Was ist da? Been working all night. Don't wake me up. Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Können wir hier aufmachen? Okay, tatsächlich. Boah, ich hab grad Gänsehaut. Ich mein, ich liebe ja solche alte Grammophone, die sind unglaublich geil, die Dinger. Aber... Boah, in dem Moment ist es schon etwas gruselig gewesen. Ein Schrank auf. Reitstiefel oder hohe Stiefel sind hier noch. Und Dameschuhe. Das scheint wohl eine Hutschachtel wieder, Lerie. Und Hemder. Okay, scheint wohl nicht eindeutig für die Frau zu sein. Ui. Okay, das ist wohl sein Schrank. Er braucht wohl nicht sehr viel Kleider, sondern einfach nur Schnappes. Und das sind Zauberflaschen, die immer mal wieder verschwinden und dann wieder auftauchen.
Draußen von der Umgebung sehen wir auch nicht wirklich was, wie es scheint. Und, da ist auch noch Champagner oder was? Ein Spazierstock haben wir da noch, oder ein Gehstock. Es könnte seiner sein, weil er humpelt ja leicht, wie wir gesehen haben. Da könnte das wohl wirklich seiner sein. Das ist wohl ein Nachttopf da noch neben. Sorry, couldn't sleep. The legs been acting up again. Figured I might as well do some work. Love you. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Okay. Ja, also er hat wirklich Probleme mit seinem Bär. Entweder hat er steifes Bär oder er hat ein Holzbär oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall hat er Probleme mit seinem Bär. The new face of music. A night at the opera becomes a night to remember. Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Frau Mustermann mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Giles, einer der schärfsten Kritiker von Frau Mustermann, sie endlich einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eine geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel: Es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herr Gill einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes. Ihr seht ja dann, dass ich da so hochgehen muss, weil du mein Facecam direkt davor steht, sodass ich das dann abkackt habe. Könnte noch in mehrere Teile passieren, dass ich dann so hochgehen muss, was lese. Okay, nur ein paar Hemden von Charlie Sheen. Und noch ein paar Hemden von Alan Harper. Alles klar. Oh, da ist ein zerbrochener Spiegel. Sehen wir uns im Spiegel? Natürlich nicht. Zerbrochener Spiegel, das spricht wohl auch dafür, ich kann mich selber nicht sehen. Entweder sie oder er. Wobei hier wirklich Utensilien für beides sind. Galactic's Grand Opening in Flames. Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand in neuem Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens 1 Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Ja, da scheint es wohl beim Bau ein paar Probleme geben zu haben, und gerade in einer Zeit, wo elektrisches Licht wirklich noch absolut neu ist sowas immer mal wieder passiert, dass Kabelbrände vorkommen sind. Wir sind hier wohl in einer Pionierzeit von elektrischem Licht. Da kann sowas vorkommen, absolut nachvollziehbar. Aber einen Schlüssel oder ähnliches habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Unseren Spazierstock oder unseren Gehstock scheint man nicht mitzunehmen. Obwohl er den dringendst gebrauchen könnte, so wie der humpelt. Okay. Von dort sind wir, glaube ich, Kummer, oder? Oder was ist hier? Oh ne, das ist das Arbeitszimmer. Mit Lichtschalter. Mit Schaukelstuhl. Und mit Lampe. Okay. Gucken wir uns mal im Arbeitszimmer um. Eventuell haben wir ja hier unseren Schlüsselbund versteckt. Hier ist auf jeden Fall nichts zu sehen. Und ach, hier ist nichts drin. Wobei das hier ja.
True story behind the pictures of Dorian Gray. What is actually all along? Ja, das ist der Großvater vom 50 Shades of Grey Typ. Das kann ich hier leider nicht lesen. Ich kann es nicht richtig sehen, was da drauf steht. War Dorian Gray echt? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der 50 Shades of Grey Typ heißt. Ich glaube Christian, oder? Man möge es mir verzeihen, ich habe das nie gelesen oder gesehen. Auf jeden Fall, das scheint wohl sein Opa gewesen zu sein hier, der Dorian Gray. Pfui. Hier haben wir Feuer im Kamin. Das ist auch schön gemacht. Nicht bestens gemacht, aber schön gemacht, das Feuer. Alter. Alter, ist das eklig. Ich meine, was die Person trägt, ist ja schon so Renaissance-zeitlich. Aber jetzt mal ohne Witz. Gucken eigentlich einfach nur das eklige Gesicht an, wie von so einem Kläkin, wie von einem Baby mit so einem Backenbart und mit so einem Werwolf-Haarwuchs und was das da am Brief trägt. Ach Gott, ist das eklig. Das Bild ist furchtbar widerwärtig und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das sind auch lauter zerbrochene Flasche, wie es scheint, ja, hier. In seinem Arbeitszimmer. Rotkäppchen und der böse Wolf. Oh. Ja. Oh. Ja, das scheint wohl eine etwas düstere Ausgabe vom Rotkäppchen zu sein, wo alle sterben und der böse Wolf gewinnt. Wird mich nicht wundern, wenn das die ursprüngliche Version war, die man sich früher so erzählt hat. Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden. Nur für was? I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. You promised. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Okay. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Hat man einen Schluck Wasser nimmer? Ja, total trockener Hals. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Brickstone, Verlagshaus Geflüsterte Geschichte. Ja, man kann sich vorstellen, dass das echt wohl nix für Kinder ist. Also die Illustrationen sind echt Albtraumdinger. Du siehst ja selbst der Struwwelpeter kinderfreundlicher aus. Ach du Scheiße. Aber das ist auf Schreibmaschine getippt, wie ich das so sehe. Und da sind Zündhölzer drin, Tabak ist noch drin und vielleicht auch Zigarre, Brill und ein Etui. Okay, mittlere Schublade gibt's hier nicht. Jo, jetzt haben wir einen Schlüssel. Geiler Scheiß, oder? Na, dann humpeln wir mal hier raus. Die alte Kriegsverletzung. Nach dem Ersten Weltkrieg war ich nicht mehr derselbe. Oh, da geht's auch noch irgendwo hier, wo es dunkel ist. Sollte man vielleicht auch noch erkunden gehen. Okay, das kriegen wir mal nicht auf, so viel ist klar. Und das scheint das Kinderzimmer zu sein. Wie wir schon hier an dem Bärler und an dem Auto sehen. Okay. Ja, tatsächlich ein Kinderbett, aber wirklich für ein ganz, ganz kleines Kind offenbar. Weil mit 7 Jahren schlafe ich ja echt nicht mehr in so einer Krippe. Und so ein gruseliger Soldat. Holzpuppe-Soldat. Rassel. Aber offensichtlich auch wirklich für ein kleines Kind. Weil mit 7 Jahren schläft man ja echt nicht mehr in sowas und braucht Rasseln oder sowas. Da ist man ja längst
Raus aus dem Alter. Okay, da ist nur Porzellanschüssel oder ähnliches drin. Ein Bild von einem Beagle. Aber der Besitzer vom Beagle ist nicht sichtbar drauf. Da haben wir dann noch... Alter, vor allem die in dem zweiten Regal von unten in dem mittleren Regal. Das in der Mitte. Alter, ist das gruselig. Wie ein bösartiger Zwerg sieht es aus. Bier. Da hier. Wenn er dem Cursor folgen. Bier. Eat. Okay. Sonst außer Bier macht hier kein Wort Sinn, was hier geschrieben steht. Da Obstschale und eine Kinderzeichnung. Na? Ich mach doch hier rum. Da ist nichts außer Wachsmalstifte. Wachsmalstifte ist auch so etwas, was ich immer mit Kindheit verbinde. Oder mit kleinen Kindern verbinde. Das Wort Wachsmalstift, das verbinde ich immer mit kleinen Kindern. Warum pink? Ah, toll. Großartiger Vater. Schatzessache, schön. Da hat er es anscheinend verbessert, das Ganze, und hat dann nochmal seine Skizze drüber gemalt, von einem richtigen Gaul. Und einfach nur, warum pink? Alter. Ja, so erzieht man sein Kind richtig. Der Vater links. Das Mädel ohne sichtbare Mimik, nur die Aare. Vater irgendwie glücklich. Mutter rechts und traurig und übermalt. Oh je, was das arme Kind wohl miterlebt haben muss, jetzt mal ohne Scheiß, wenn die Familie so am Arsch war. Also irgendwas Hässliches ist hier definitiv passiert. Aber ich weiß nicht zur Sache, noch weiß ich nicht zur Sache was. Schleifer haben wir hier. Und jede Menge Spielzeugautos oder Spielzeugzüge. Okay, irgendwas hat hier geschnauft. Ich hoffe, wenn ich mich umdrehe, passiert jetzt nichts. Okay, tatsächlich passiert noch nichts. Wir scheinen noch in der relativ ruhigen Phase zu sein. Und ich vermute mal stark, dass der Schlüssel, den wir hier jetzt rausgesucht haben, dass der wohl für sein Arbeitszimmer ungeeignet ist. Oder für hier. Nee. Denn ich meine, den Schlüssel, den wir jetzt im Arbeitszimmer gefunden haben, dass der für seine Werkstatt wahrscheinlich ist. Weil Künstler arbeiten ja damals noch in einer Werkstatt und nicht in einem Atelier. Das heißt ja nur in Frankreich zu der Zeit noch Atelier. Aber damals waren Künstler wirklich noch Handwerker. Tatsächlich. Und dann gehen wir mal in seine Werkstatt rein. Damals waren Künstler wirklich noch Handwerker. Oder wurden als Handwerker angesehen. Das ist, glaube ich, eine Szene aus der göttlichen Komödie, wo die Mörder im Acheron ist es, glaube ich, oder im Styx ständig gequält werden und normalerweise von Kentaure da ersäuft werden in dem blutigen Fluss. Aber ich könnte mich auch irren. Wenn ihr es besser wisst, bitte gern Bescheid geben. Das ist Isaak, glaube ich, der seinen Sohn Jakob opfert. Das ist eine Bibelszene, bekannt die. Und wir sehen uns immer noch nicht im Spiegel und überall ist Farb. Eine Zeichnung von so einem Stillleber. Ja, wie das Eigenurin-Baby, was von einem Geier oder Adler gerissen wird. Kann man das öffnen, oder? Nur Pinsel und Farbtube. Sehr intensives Grün. Da haben wir wieder das Bild vom Nachtmar des Museums aus der Nähe. Da ist hier der eigentliche Alp und das ist sein Nachtmar. Und da ist der Mensch, der schlecht träumt, und der Alp sitzt hier drauf. Weil Mar kommt natürlich von Meere. Deswegen ist die Nachtmar immer das Reittier vom Alp. Oje, 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 oje. Das sieht schon düster aus hier, muss ich sagen, das die Werkstatt. Ich habe es so satt, dass wir uns über diesen Zettel unterhalten sollen. Über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Großartig, wenn die Ehepartner nur noch über Zettel kommunizieren. Das ist ja echt richtig scheiße. Da muss es ja offenbar extrem gut gegangen sein. Da ist nochmal so ein Siegel.
Oder ein Stempel. Ein paar Notizen noch. Da sind wohl noch große Sketche, die er gezeichnet hat. Und ein Pfeif mal wieder. Aber kein Duwak dabei. Okay. Da haben wir alles untersucht. Was ist hier drin? Na? Oh ja. Flüssige Inspiration. Und noch mehr davor. Das scheinen die 30 Flaschen zu sein, die er braucht. Man weiß ja nicht, ob er dabei säuft oder ob er das eventuell in seine Farbe mischt. Kann ja auch sein. Manche Künstler machen ja so einen Quatsch auch. Beziehungsweise eigentlich haben alle Künstler auch so ein bisschen einen Schatten und einen Hau weg. Und alle großartige Künstler waren total geisteskrank. Siehe Van Gogh, siehe Salvador Dali. Die waren ja alle echt nicht mehr bei Trost. Und immer so ein verbackene Klumpe voll mit zerbrochene Pinsel. Na wunderbar. Und auf dem Stuhl, wo die Denkerpause stattfindet, ist wohl alles zugekleistert. Na gut, wer es braucht. Die Sache. Bevor wir hier aufdecken, ihr liebe Leute, mache ich an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Dann wird es wahrscheinlich wirklich losgehen hier. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.